Bruder Klaus-Gebet, das ist eigentlich eines fast der berühmtesten Gebete überhaupt, Susanne. So, wer ist Bruder Klaus? Für die, die katholisch aufgewachsen sind, die kennen ihn. Er hat eines der berühmtesten Gebete in meinen Augen überhaupt gemacht. Wer ist Bruder Klaus? Bruder Klaus ist ein Schweizer. Er ist im 15. Jahrhundert, hat er gelebt und er hat sich entschieden, trotz seiner Familie ein asketisches Leben zu leben. Das bedeutet, er hat sich weggenommen vom ganzen Leben, um alleine zu sein und hatte dadurch auch einen dicken Draht zu Gott. Aber ausgerechnet, weil er so alleine war, wurde er ein Seelsorger und ein Ratgeber, der politischen Einfluss hatte in der Schweiz und sogar einen Krieg verhindert hatte, weil Leute kamen zu ihm und haben um Rat gefragt bei ihm, gerade weil er diesen Draht zu Gott hatte. Wow, ich habe dieses Gebet, ich weiß nicht wie vorhin gebetet und ich bete es immer wieder, weil es ist so einfach auf den Punkt gebracht. Ich lese es ganz kurz vor. Dann werden wir das Gebet in 3 Teile teilen und das zusammen durchbeten. Es ist eine Gebetszeit. Das heißt, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und Gott, gib mir alles, was mich führet zu dir. Mein Herr und Gott, nimm mich mir ganz und gib mich ganz zu eigen dir. Ich möchte dir immer gehören. Das erste Gebet, und du kannst jetzt deine Augen zumachen, ist ganz, ganz wichtig. Es gibt theologisch 2 Dinge. Man sagt, bevor Gott uns Autorität gibt, uns salbt mit dem Öl, Heiligen Geist, sagt man immer, zuerst kommt das Blut, die Vergebung und dann kommt die Autorität. Und wir beginnen eigentlich mit dem, dass man sagen, das erste, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Jetzt kannst du deine Augen schließen. Wir werden Galater 5, Vers 19 bis 21 durchbeten und du wirst merken, es sind viele Eigenschaften, die sind nicht göttlich und du merkst, ja, das sind genau diese Dinge, wo ich immer wieder bete, aber der Punkt ist, dass wir hören nicht auf, das Gott hinzugeben als einen Schrei, als eine Sehnsucht. Ich bin nicht perfekt, mein Herz ist nicht gut, weil die Welt glaubt, dass wir Menschen gut sind, wir müssen uns nur umerziehen und die Bibel sagt, das Herz von Menschen ist absolut böse, absolut schlecht und das beste Beispiel ist Petrus. Er war der engste Jünger von Jesus, hat es gut gemeint. Und dann hat er ihn doch dreimal verleugnet. Das zeigt, unser Herz ist so schuldhaft. Also mach deine Augen zu und dann beten wir das durch. Und du kannst mit mir diese Worte, ich habe die Beschreibung dann dazu aus der Message Bible genommen und natürlich ins Deutsche übersetzt. Es geht darum, dass ich loslasse. Ich lasse los sexuelle Unmoral, was bedeutet sich wiederholender, liebloser, billiger Sex. Ich lasse los sittenloses und ausschweifendes Leben, das heißt ein stinkender Haufen aus mentalem und emotionalem Müll. Ich lasse los Götzenanbetung und abergläubisches Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, was nichts anderes ist als kleine Ersatzgötter. Ich lasse das los. Ich lasse Feindseligkeit los. Das heißt paranoide Einsamkeit. Ich lasse Streit los. Das bedeutet diese gnadenlosen Konkurrenzkampf. Ich lasse Eifersucht los. Das bedeutet Wünsche, die alles verschlingen und trotzdem nie satt werden. Ich lasse Wutausbrüche los. Das ist ein brutales Temperament. Ich lasse hässliche Auseinandersetzungen los und das bedeutet die Unfähigkeit zu lieben oder sich lieben zu lassen. Ich lasse Uneinigkeit los. Das bedeutet zerrissene Beziehungen und ein zerrissenes Leben. Ich lasse es los. Ich lasse Spaltungen los. Das bedeutet engstirnige und einseitige Bestrebungen. Ich lasse Neid los, die zerstörerische Gewohnheit, jeden Menschen nur noch als Konkurrenten zu sehen. Ich lasse Trunksucht los. Das bedeutet unkontrollierte und nicht mehr kontrollierbare Abhängigkeiten. Ich lasse sie los im Namen Jesus. Ich lasse Fressgelage los, was bedeutet hässliche Karikaturen echter Gemeinschaft. Ich lasse diese Dinge los, weil sie hindern mich zu dir, Jesus Christus. Und du merkst so die Intensität, wenn Bruder Klaus das betete. Und du merkst selber, wenn man diese Themen durchgeht, wenn man sich beim einen anderen ertappt. Und sie sind ja eigentlich einfach so, ja, das ist cool, machen alle anderen auch. Wir spüren immer die negativen Folgen. Es raubt mir ich sage immer, die Reinheit raubt es in mir. Es zerstört mein Herzen, es raubt mir den Frieden. Es macht mich so, wenn man Menschen in die Augen schaut, so unrein. Du weißt, was ich meine.
Und es ist immer so ein wichtiger Moment, wenn man ins Gebet geht, weil am Ende vom Tag Gott sieht sowieso alles, Gott kennt alles und nichtsdestotrotz, obwohl Gott alle unsere Sachen kennt, Gott noch immer sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Das möchte ich auch bewusst ausrufen. Aber ein Mensch kann sich nur verändern, wenn du dich verändern lassen willst und sagst, ich will das wirklich nicht mehr. Manchmal wollen wir es nicht mehr und doch wollen wir das. Und das zweite Gebet ist, mein Herr und Gott, gib mir alles, was mich führt zu dir. Jetzt kannst du deine Hände so hinhalten, das ist so ein Zeichen, ich nehme es auf, ich bin gesegnet von diesem Gott im Himmel, auch Galater 5, Vers 22 bis 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Also ich bete jetzt, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deine Liebe ausgießt, eine echte Zuneigung zu Menschen, auch vielleicht zu den Menschen, die ich nicht so liebe oder lieben mögen müsste. Aber ich bete, dass du mir eine Liebe ausgießt in mein Herzen, das über dem Status quo ist. Eine Freude. Und sie hat nichts zu tun, weil mir alles gelingt, weil ich Glück gehabt habe. Ich bin glücklich, weil ich Glück hatte. Sondern die Freude an diesem Gott im Himmel ist meine Stärke. Ich bete für Frieden, dass du Ruhe, Gelassenheit haben kannst, auch wenn der Sturm, die Umstände alles andere als vielversprechend sind. Ich bete für Geduld, dass ich warten kann. Ich warte auf den Herrn, bis du eine Türe aufmachst, bis du diese Dinge löst. Ich bin gesegnet mit Freundlichkeit, mit Mitgefühl für andere Menschen. Und deine Güte ist ausgegossen über mir. Ich bin treu. Wenn ich mal zu was Ja gesagt habe, dann kann ich das wie durchziehen, weil es ist in mich hineingelegt. Und das ist der gleiche DNA Gottes. Gott ist ein treuer Gott, der nicht einfach sagt, ja, das heißt im Alten Testament, ja, wenn ihr die Ehe brecht, das könnt ihr, aber ich werde es nicht machen. Und ich liebe diese Aussage, weil Gott sagt, nur weil ihr das macht, bin ich nicht so und ich werde auch nicht auf dieses Level runterkommen. Die Treue ist ausgegossen. Sanftmut, ohne Gewalt und Druck zu reagieren, aber auch mit dem Geist der Selbstbeherrschung. Und das ist auch etwas, wir haben einen Geist der Disziplin bekommen. Leute sagen, ich kann es nicht durchziehen. Doch, wir sind gesegnet mit einem Überwindergeist. Ein Überwindergeist, der uns diese Kraft gibt, Dinge zu bewirken und auch zu warten, durchzuhalten, zu kämpfen, die menschlich gesprochen schon lange nicht mehr da sind. Und das merkst du jetzt einfach, dass, wenn wir beten, nach dem Blut der Vergebung kommt das Öl, die Salbung, der Heilige Geist, das, was wir nicht können. Das sind Geschenke. Und die nehmen wir an, die lassen wir wachsen, sind wie Früchte. Früchte sind wachsend, werden schöner. Sie nehmen zu, sie vermehren sich im Namen von Jesus Christus. Und dann betet er, mein Herr und mein Gott, nimm mich mir ganz zu dir und mach mich zu deinem Eigen. Und das hört sich jetzt immer so einfach an. Du hast ein Bild gemalt, kannst ganz kurz hinhalten. Jesus sitzt auf dem Thron und da bin ich. Und es ist ja nicht immer so, dass Jesus immer auf dem Thron sitzt. Logisch, wenn alle sagen, das ist ja logisch, aber manchmal steigen wir auf den Thron, weil es gewisse Themen gibt, wo wir sagen, da bin ich auf dem Thron, da regiere ich. Und darum sagt man, wenn man sagt, Jesus ist das Zentrum, dann ist es eigentlich falsch, weil man kann auch vom Zentrum weggehen und dann ist er nicht mehr das Zentrum, man sagt eigentlich, Jesus gehört alles. Und das alles bedeutet, wenn er auf dem Thron ist, er bestimmt alles. Er regiert jeden Bereich. Und ich bete heute für diesen Tag, dass jeder Bereich von deinem Leben Jesus auf dem Thron sitzt und Jesus regiert, weil er ist der beste König, den es gibt, der eben nicht einfach regiert, um uns zu verknechten, sondern uns, damit wir aufblühen, in die Bestimmung kommen, die er für uns vorbereitet hat. Ein König, der uns Flügel verleiht. Ein König, der das Beste aus uns herausholt, wo Frieden, Freude und Gerechtigkeit leben wird. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes für diesen heutigen Tag. Amen. 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 Tschüss.